I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Salut zusammen und herzlich willkommen zu diesem bisschen spezielleren Video hier aus Zürich. Heute geht es um das Thema Flexibilität. Denn wie wir im letzten Video gelernt haben, gibt es bei der Swisscom die Möglichkeit, sehr früh Verantwortung zu übernehmen. Und umgekehrt wünscht sich die Swisscom natürlich auch, dass ihr flexibel und vielseitig einsetzbar sind. Und darum testen wir heute mal die Flexibilität der Zürcher. Viel Spaß! Heute geht es um das Thema Flexibilität. Kannst du uns mal das Wort Flexibilität buchstabieren? Oh mein Gott. F-L-E-X-I-B-L-I-T-R-T. Ja, fast. Aber es ist nicht schlecht. Sehr, sehr gut. Flexibilität. F-L-E-X-I-T. Scheiße, Mann. F-L-E-X-I-B-E. Nein. Flexibel. F-L-E-X-B-L-I-T-E-T. Flexibilität. Was sind die Maße von einem Quadrat mit der Fläche 3x2? 6 Quadratmeter. Ja, es ist eine Fangfrage. Von einer- Was ist die Fläche von einem Quadrat mit der Fläche 3x2? Es ist eine Fangfrage. Vorsicht. Ist ein vielleicht ist das Quadrat immer gleiche. Genau, richtig, sehr gut. Das war die richtige Antwort. Die Fläche. 6. Vorsicht, es ist eine Fangfrage. Was ist die Fläche von einem Quadrat mit der Maße 3x2? Aha. Das Quadrat. Sensationell, da haben wir es. Okay, aber immerhin. Jetzt, wir gehen zurück zu der Flexibilität. Wie kannst du uns beweisen, dass du flexibel bist? Du könntest uns zum Beispiel die Schweizer Nationalhymne vorsingen. Das kann ich gar nicht. Dann die marokkanische. Kann ich auch nicht. Dann irgendein Lied. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Also, wie kannst du uns beweisen, dass du so richtig flexibel bist? Ich wollte das jetzt beweisen, keine Ahnung. Du singst uns die Schweizer Nationalhymne vor. Nein, oh mein Gott, keine Chance. Ich kann den Text nicht einmal. Nein. Ich bin keine Schweizerin, das Du ist meine bist? Entschuldigung. Ich bin Portugiesin. Also dann die portugiesische. Okay, du bist dann halt von mir aus das Baustellenlied. Ich will nicht singen. Bist du der Hamza? Nein. Trittst im Morgenrot daher. Ja, weiter kann ich nicht mehr. Oh, okay. Ja. Oh, jetzt aber. Wie schon im letzten Video steht übrigens auch diesmal wieder Lorena hinter der Kamera, eine Lernende bei der Swisscom, die eben flexibel einsetzbar ist. Und jetzt geht's weiter. Okay, und wer ist denn die unflexibelste Person, die du kennst? Gibt es eine, die so mal etwas richtig Unflexibles gemacht hat? Die Lehrer, die nicht die Prüfungen verschieben. Ah ja, das ist natürlich der Klassiker. Von denen hast du genug. Ja. Die meisten Lehrer, die wir haben, oder? Ich glaube, Erzähl. die gehen nie so auf unsere Vorschläge ein, die wir haben. Was haben ihr denn für Vorschläge? Ja, zum Beispiel mal einen Ventilator anstellen, aber es erlauben sie uns auch nie. Wirklich? Ja, es ist, Okay. es ist immer zu laut. Die letzte Frage, jetzt musst du den ultimativen Flexibeltest machen. Jetzt übernimmst du kurz meine Rolle und musst du mir eine Quizfrage stellen. Das heisst, Muss ich jetzt nehmen? du musst das nehmen und mir anheben, also festheben, das ist Ja. nicht Fall. Jetzt musst du eine Quizfrage hier reinreden Ja. und nachher mir das Mikro anheben und ich muss es beantworten. Eine Quizfrage? Ja, Ja, jetzt bin ich aber nicht so vorbereitet. du bist ja Aha, oh flexibel. ja, okay. Das ist der Witz dran. Ja, haha. Quizfrage, Ja, okay. über die Schweiz zum Beispiel. Über die Schweiz. Ja. Keine Ahnung, wie viele Landessprachen haben wir? 4. Sag mir die letzten 10 Kommastellen nach Pi. Die letzten 10, welche sind denn die letzten 10? Einfach die 10 Kommastellen nach Pi. Also ich weiss 3,1415 und nachher weiss ich nicht mehr weiter. Zählen wir 3 Bundesräte auf. Der Johann Schneider-Ammann, der Ignazio Cassis und der Alain Berset. Bist du FDP-Fan? Ja. So, wieso machst du so? Lebst du einfach so und fragst so Leute Zeug? Wenn ich Lust kann, weil ich es lustig finde. Ich liebe das zu machen. Ich finde es wirklich super und mich freut es immer, neue Leute kennenzulernen auf die Art. Letzte Quizfrage. Was findest du schöner, Zürich oder Basel?
Ah, ja los, das ist jetzt natürlich gemein, weil ich möchte natürlich freundlich mit Zürcher sein. Nein, ich liebe meine Heimatstadt Basel, finde sie auch die schönste. Aber ich will nicht sagen, dass Zürich nicht auch sehr, sehr schön ist. Ja, dann sing du mir mal die Schweizer Nationalhymne. Ich bin leider ein sehr schlechter Sänger und muss darum verneinen. Kann ich auch Aber wenn du sagen. mein Gesicht zensierst... Okay. Ja, Nein, Sing. nein, ich bin nicht flexibel genug. Okay. Wenn ich es mit dir zusammen singen darf, die ersten zwei, okay? Okay. Also, trittst im Morgenrot daher, seh ich dich im Strahlenmeer. Dich, du hoher Haar. Jetzt sing ich ja gar nicht mehr, also dann mache ich nicht mehr weiter.